Fuchs kommt mit der Idee, alle Enkelkinder einzuladen. Das ist eine gute Idee und alle freuen sich wie wild. Bei diesem Gedanken fühlen sie sich etwa gerade 17 Mal besser. Aber plötzlich in diesem Giubel baudert es an die Türen. Alle klopfen. Wer könnte auch das sein? Der Fuchs geht an die Türen schauen. Und wer steht draussen? Die Krankenschwester Graugans, 2 Pflegerhirsche und der Doktor Dachs im blauen Kittel. Mit dem hätten sie jetzt wirklich nicht gerechnet. Die Graugans steht mit einem sauren Gesicht vor der Tür und kommt einfach in die Küche rein. Oh, wie wir euch gesucht haben, sagt die Graugans vorwurfsvoll. Aha, also da sind's. Jetzt haben wir es endlich gefunden. Gell, Herr Doktor? Wir sind euch nicht böse wegen eurem kleinen Ausflügli. Aber wir können euch nur verzeihen, wenn ihr wieder mit uns zurück ins Heim kommt. Hei ins Heim? Das da ist jetzt unser Heim. Ruft die Wildsau. Was? Wollt ihr damit sagen, dass ihr das alte, hässliche Haus da unserem schönen Heim vorzieht? Fragt der Pflegerhirsch. Das ist gefälligst nicht hässlich. Vorher war es ein unbewohntes Haus. Jetzt ist es wieder schön und heimelig gemacht worden. Nämlich von uns. Von euch? Der Pflegerhirsch und der Dach sind sehr erstaunt. Ich fühle mich gar nicht mehr so alt und so krank. Ob ihr es glaubt oder nicht, auch meine Beine tun mir gar nicht mehr so weh. Sagt das Reh ganz aufgeregt. Ich werde hier gebraucht. Ich habe hier eine sinnvolle Aufgabe. Und so geht es auch meiner Hüfte gerade sofort besser. Ich habe hier auch gar nicht Zeit, ständig darauf zu achten, ob ich jetzt Schmerzen habe oder nicht. Jo, aber wenn ihr hier so arbeitet, putzt, aufräumt und Sachen flickt, wird ja die Hüfte völlig überfordert und tut noch mehr weh. Sagt der Dachs streng. Wir passen schon auf, dass das Reh nicht so schwer arbeitet. Wir haben einander nämlich gern und darum passen wir aufeinander auf. Lächelt das Reh der Dr. Dachs ganz verschmitzt an. Er und die beiden Pflegerhirsche kommen nicht mehr nach. Sie drehen sich auf den Absatz um und gehen raus. Nur die Graugans steht noch da und überlegt. Wenn mir im Pflegeheim dem mal zu viel wird, kann ich den hier einziehen? Das geht nicht. Du bist viel zu jung. Der Bär grinset. Und krank bist du auch nicht. Die Wildsau lacht und die Graugans denkt nach. Also, ich habe so manchmal Rückenweh. Ehrlich. Also, weil ich immer die Tabletten mit dem Schlaftee muss tragen. Die sind ganz schön schwer. Also, das ist ehrlich wahr. Ja, no. Dann geht das, denk schon.